So, schöne gute Morgen, das war nötig. Ihr lieben Leute, die da über den Dock zugeschaltet sind. Wir durch der neue Standardis. Wir sind auf einem wunderschönen Sonntagmorgen mit viel Sonne erwäscht. So wie da im Evangelium steht, wie die Frau bei der Graf gekommen sind, haben sie gerade das Eidelgrab entdeckt, wie die Sonne abgegangen ist. Die Sonne als Symbol auch an den Evangelien, die abgeht, so wie Christus von den Toten auferstanden ist. Wenn wir Karfreitag nach Echt und traurig gestimmt, so sind wir heute wohl nach Echt, aber auch ganz friedlich gestimmt, weil wir das schönste und das Hexenfest von der Christenheit Ostern heute feiern, am Moment das auch in Verbindung mit dem Papst François zu Rom. Ihr habt gestern selber auch die Feier von der Osternacht gehalten. Der Morgen lädt Mass auch um 10 Uhr am Petersdom, über mit wenigen Leuten, ca. 150 bis 200 nehmen. Und für seine viele Message war, dass wir auch an der Corona-Krise durch Ostern sollen Gelegenheit ergreifen, für neu anzufangen, mit unserem Glauben, mit Christus an allen Gläubigen zu verbannen, für die Menschheit die frohe Nachricht, dass sie all gerettet sind, an Jesus Christus zu verkündigen und auch dementsprechend zu leben, mit ihnen, für sie, besonders mit denen am Rand von der Gesellschaft, wie man das ja am Kreuzweg auch ganz besonders und Herz gelöst kriegen. Ein neuer Anfang, weil den Auftrag, den die echt Jünger kriegen, ist, für Galiläa zu gehen, an den Rand von dem Palästina rauszugehen, nicht beim Graf oder am Graf sogar stehen zu bleiben, mit dort zu gehen, wo die Menschen leben, weil da begegnen sie Jesus Christus, hier geht es immer dafür aus, und das gilt auch noch für uns heute, hier hast du auch gerade auf den Plätzen, wo wir es schwer haben, wo Leid ist, wo wir bedrückt sind. An Ostern soll es dafür weisen, dass nie zu spät für einen neu anzufangen, weil der Jesus hat einen neuen Anfang gesagt, damals bei seiner Auferstehung. Und es war ein neuer Abbruch, den umgegangen ist, eine neue Gemeinschaft, die Christen, die man bis heute, 2000 Jahre danach, an der Nachfolge von Christus stehen, an der Gewissheit, dass hier bei uns als Haut und noch bis und dann von der Zeit. Um 12 Uhr wird die Feier sein vom Urbi et Orbi, den größten Segen, den der Papst am Anfang ausschwätzt, den gerichtet ist und Staat Rom an und ganz Welt. Urbs, das ja im Lateinischen mit einem großen U Rom, an Orbis Terrarum, das den Erdkreis ganz Welt. Die Reihenfolge ist auch wichtig, für vielleicht zu erwähnen, der Papst hat das von Anfang an gesagt, wie in den 13. März 2013 gewählt wurde. Hier versteht sich für dich mal als Bischof von Rom und dann natürlich auch als Chef von der ganzen Kirche. Und dafür geht den Segen noch für dich und Staat Rom und dann und ganz Welt und den ganzen Erdkreis. Es gibt eine Reihe Segen an der Kirche, die auch ganz populär nach heute sind, die auch ganz aktuell sind in der Diskussion am Moment. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Halssegen, den wir mit Lichtmestag verbunden den 2. oder 3. Februar können empfangen. Autosegnungen, Wiedersegen, Segen auch von Koppeln. Die Kirche kennt eine ganze Reihe Segen an Almas als Jorum Schlusssegen. Hier ist es so, dass wir das nicht an der Masse haben, aber nur der Masse, den Urbi et Orbi Segen, den für ganz besondere Gelegenheiten gilt. Regelmäßig kann ich sagen, geht um Ostersonntag wie heute und noch auf Christtag vom Papst ausgedehnt. Die Segen geht schon im Mittelalter, geht so am 13. Jahrhundert an. Das Jahr
1300, also den Übergang dann an 14. Jahrhundert, setzt du einen ganz bekannten Ufang, der das ein helles Jahr gewirrscht. Aber damals gouf die Siege nach gar nicht regelmäßig von der Petersbasilika ausgehen wie Haut, mehr von verschiedenen Basilikaen, die an Rom verteilt sind und die zum Vatikan gehören. Die Laterankirche zum Beispiel, war die, wo umgegangen ist, das ja die Kathedral vom Bischof, wo sein Kathedral ist, wo sein Bischof sitzt, als Bischof von Rom ist. Petersdom ist an der Hinsicht an erster Stelle eine Grabeskirche, wo der Grab vom Heiligen Petrus als Mittelpunkt, als Zielpunkt auch für viele Wallfahrten gilt. Auf dem Lateran oder vielleicht schon mal gesehen oder hören, steht nämlich auch eine Inschrift, die mit Urbi et Orbi zu dienen hat. Die Kirche ist nicht nur die Bischofskirche vom Papst, sondern auch die Hauptkirche von der ganzen Welt. Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput steht drauf. Das heißt Mutter und Haupt aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises. Am Mittelalter, Spätmittelalter, als der Papst immer mehr für die ganze Welt zuständig ging, noch den Ausspruch gehabt, sich können und die ganze Welt zu richten, und die Segen, den war dafür ein gutes Mittel auch. Recht wie den Kirchenstaat untergegangen ist im Jahr 1870, wie der Papst quasi an den Vatikan angesperrt wurde, als der Segen immer von St. Peter ausging, Benediktionsloggia, oder vielleicht auch innen Parvi, Sagrado, wie man vielleicht auch gesehen, das werden wir in ein paar Minuten entdecken, wie das Jahr wird auflaufen. Es war immer so, dass den Papst gesehen an Heeres für Platz sind, für die Sege konnte richtig zu empfangen. Am 20. Jahrhundert war aber der Papst Paul VI. So aufmerksam, dass er gesagt hat, auch all die Leute, die über Radio verbunden wären, die könnten die Segen empfangen. Da man da verbunden als auch ein Ablass, für dass sie frei von Sinnen, von den Schuldstrophen ist, die ihn durch seine Sinne gekriegt hat. Wenn ihn dann noch Beichte gegangen als für Ostern, was ich ja einmal am Jahr so mache, wenigstens, und auch durch Eucharistie empfängt, und auch ein Gebet, ob die Intention vom Papst nicht, das kann ich ja am Montag machen, besonders auch an der Osterzeit. Danach, als der Papst Jean-Paul II. Kam, ein großer Medienpapst, den dann auch das ausgeweitet hat, dann noch so, man ja auch über Television, so wie wir heute Morgen, oder über das Internet, wenn ein Doma da verbunden ist mit dem Papstsegen Urbi et Orbi, dann ist er wirklich auch dabei und empfängt er noch all die Gnoden, wie die eben auf der Platz sind. Also das Haut immens wichtig, wenn wir ja, wie gesagt, weil alle Guten über Medien verbunden sind und nicht wie sonst bis zu 100.000 Leute an der Petersplatz oder an der Via della Conciliazione stehen, für die Segen zu empfangen. Kann ich noch vielleicht an Erinnerung rufen, dass es Gelegenheiten gab außerhalb von Ostern an von Christen, wo die Segen ging, letztes Jahr, der 27. März 2020, matzen an der Pandemie schon dran, hat der Papst ein außergewöhnlicher Segen Urbi et Orbi ging. Wir kennen die Bilder noch vielleicht, wo eine Länge quasi Sturm am Rhein, aber wo in der Segen ausnahmsweise nicht mehr mit der Hand gehen hat, wie das normalerweise der Fall ist, aber auch mit dem Sakrament, mit der Monstranz, mit dem Leib von Christus, für sozusagen nach mehr stark zu weisen, wie präsent Christus an dem Leiden und der Pandemie ist, und dass wir wirklich mit seinem Segen beten können, für da durchzukommen und auch davon hoffentlich geschwind befreit zu gehen. Voilà, Papst ist noch da, fängt an. Oggi in Chiesa, in ogni parte del mondo, l'annuncio della Chiesa
Gesù, il crocifisso è risorto come aveva detto. So wie Christus gesagt huet ass en Obersternen, dat ass die echt Annonce, déi ma hei lo op Austere machen. Non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. Wir sind an enger schwieriger Situation. In pieno corso. Pandemie ass immer noch am Gangen. Economica è molto pesante. Die ökonomische Krise und die Sozialkrise ist immens groß. Ed è scandaloso. Non cessano i conflitti armati. Aber was am Anfang ein immenser Skandal ist, Gli arsenali. dass das Konflikte an der Welt nicht aufhören, trotz der Pandemie. Questo è lo scandalo. Das ist der Skandal von Haut. Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l'annuncio di Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento che dona la speranza che non Vis-à-vis matten an der skandalösen Situation, wo wir dran sind, gibt Ostern eine Message von Hoffnung. di angeli o di fantasmi. Wir schwätzen eigentlich nicht von Un uomo Phantasmen. in carne e ossa, con un volto e un nome, Gesù. Wir schwätzen von einem Mensch aus La testa Fleisch und Blut, che den er questo gesiegt Gesù hat, crocifisso die gekreuzigt gouf, unter dem Pontius Pilatus, il Cristo, il figlio di Dio, den der Christus als der Jung von Gott, è risorto, den secondo als le Obersternen, scritture, come egli stesso aveva predetto. so wie ihn doch für ausgesucht hat. Il crocifisso non un altro è risorto. Das die gekreuzigten, und nicht den anderen, den Ha Oberstern risuscitato il ist. suo figlio Gesù perché ha compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza. Der Papa im Himmel hat seinen Jungen Oberstuhl gelost, weil La er nostra debolezza, sein Willen la erfüllt nostra hat. infermità, la nostra stessa morte. Nicht als Schwachheit, als einen eigenen Tod gedrohen, Ha portato il peso delle nostre iniquità. nicht Gewicht von unseren Ungerechtigkeiten. E ora Gesù Cristo vive per sempre Das gestorben, mir lo liefte für immer, e Lui è il Signore. hin als den Herr. I testimoni riferiscono un particolare importante. Gesù risorto porta impresse le piaghe nelle mani, nei piedi. Zeichen e von al Demos, costato. die weisen auf etwas Wichtiges hin, Queste nämlich das piaghe entfunden wird sono von der il sigillo Kreuzigung. perenne del suo amore per noi. Die sind Zeichen für sein Leben, die unendlich und ewig ist für uns. Nel corpo e nello spirito può trovare rifugio in queste piaghe. Wir können uns flüchten an diese Wunden La grazia della speranza che non delude. und do Gnut von der Hoffnung Cristo frohen. speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia. Wir frohen Hoffnung, Esperance für alle, die noch leiden unter der Una Pandemie. persona cara. Auch die, die ihr Leben Mensch Signore verloren. dia loro conforto e Herr Gott soll sostenga sie le stärken, fatiche dei in medici Trost e spenden. infermieri. Und auch besonders den Doktoren und dem Personal am Pflegesektor sollen Hanno unterstützen. bisogno di assistenza. Die brauchen Hanno Assistenz. diritto di avere accesso alle cure necessarie. Die haben Recht auch Cioè auf die ancora nötige più Zwang. urgente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini Wir costituiscono sind alle gut, den uno Beruf strumento Pandemie zu essenziale per bekämpfen questa lotta. und in dem Kampf teilzuholen und all die unterstützen, die dabei helfen können. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione Die ganze internationale Communität con i hat paesi eine Pflicht, für die Retaren abzuholen, die auch gerade mit der Impfung schon entstanden sind. Risorto e conforto per quanti hanno perso il lavoro o Doberstern soll auch die unterstützen, die ihr Arbeit verloren, die an ökonomische Schwierigkeiten sind, die sozial riskieren aufzurutschen. delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose,
siano offerti gli aiuti necessari. Er soll auch die öffentlich Personen unterstützen, dass sie gucken, dass die Familien, die am schlechtesten dran sind, die am meisten Hilfe brauchen, geholfen kriegen. Drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone. 12 von denen, die arm sind, die geht drastisch I rup. poveri di tutti i tipi riprendano a sperare. Verschiedene Sorten von Armut San Giovanni wollen Paolo so. II nel suo viaggio ad Haiti. E proprio al caro popolo Erinnern noch an haitiano den Papst Johannes Paul II, den Reise auf Haiti. il mio pensiero e Amtland. il mio incoraggiamento. Mein Gedanken und mein Non sia Encouragement sopraffatto dalle difficoltà, ma guardi al futuro con fiducia. geht an all die, die Angst haben für in der Zukunft. Ich encouragieren sie mit Hoffnung an Zukunft zu gucken, nach vorn zu gehen. Specialmente il mio pensiero, carissimi fratelli e sorelle haitiani, Ich denke ganz besonders an meine lieben Brüder und Schwestern an Haiti. e vorrei che i problemi si risolvessero definitivamente. Ich wünsche mir von Herzen, dass Probleme sich definitiv Prego per questo, cari fratelli. ablesen und ich spiele ganz viel dafür. Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l'università. Jesus Christus soll auch auf die gucken, die lange an die Schule konnten gehen, die viel kann. Wir brauchen alle guten menschlichen Relationen. Specialmente nell'età in cui si forma il carattere e la Gerade wenn wir jung sind, wenn der Charakter, die Persönlichkeit sich bildet, venerdì scorso nel Via Crucis dei bambini. da tun wir ja auch an dem Kreuzweg freudig giovani di tutto il hören. mondo e in quest'ora specialmente a quelli del Myanmar. Che si Denken an die impegnano Jungen von der ganzen Welt, aber besonders von denen von Myanmar. facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. Den Hass, den du hast, der kann just durch die Liebe La luce del risorto eliminiert sia gehen. fonte di rinascita per i Die Stimme migranti muss zu hören sein. in fuga da guerra e Dann denkt man auch an all die Migranten, die Flüchtlinge, die durch Krieg verdrieben il sind. volto sfigurato e sofferente del Signore che sale al Calvario. Jesus, den auf der Kalvarieberg gegangen ist, soll auch sehr gut gesiegt sein, den Leib ihnen e zuwenden. di fraternità umana, pegno della vittoria della vita sulla morte che celebriamo in questo giorno. E ringrazio i paesi che accolgono con generosità i sofferenti che cercano Die refugio. menschliche Brüderlichkeit ist hier gefordert. Und so besonders den Ländern merci, die sich abgemacht haben, für Flüchtlinge Che abzuholen. ospitano moltissimi profughi fuggiti dal conflitto siriano. Besonders in Jordanien denken ich, die ganz viele Flüchtlinge aus dem Syrien-Konflikt abgeholt haben. Sperimenti la consolazione del Signore risorto e sia sostenuto dalla comunità internazionale nella propria vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo. Die internationale Communität will eine Offenheit zu haben für all die Faccia Leute. finalmente cessare il fragore delle armi nell'amata e martoriata Siria. Syrien, wo Milioni di persone Waffen vivono wurden ormai in condizioni disumane, und in all die Leute guckt, die an unmenschlichen Zuständen leben. le cui vicende sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso. Rondum als aber ein Schweigen wird Si intravede skandalös finalmente ist. la via di uscita da un decennio di contese e di scontri cruenti. Wir brauchen einen Ausweg aus einem Tutte le parti über 10 Jahre langen coinvolte si Konflikt. impegnino effettivamente per far cessare i conflitti e consentire a popoli stremati dalla guerra di vivere in pace e di avviare la Wir wünschen ricostruzione uns dei einen Ausgang von dem rispettivi Krieg, für das wir Bewegung von Frieden können paesi. La kommen. resurrezione
ci porta naturalmente a Gerusalemme. D'Oberstehung von Jesus Christus feiert uns auch natürlich auf Jerusalem. Perché risponda alla chiamata ad essere il luogo di incontro, dove tutti possano sentirsi fratelli e dove Gerade hier zu Jerusalem soll ein Platz sein für Begegnung, wo alle Menschen sich als Brüder erleben, Brüder und Schwestern. Dass du eine Solution für Frieden, die dauerhaft als Fund gehen. Dass die Menschen da Seite bei Seite auf Frieden und Prosperität können leben. Mio pensiero torna pure all'Iraq. Ein Gedanke ging noch in den Irak, wo ich den letzten Monat Frieden hatte, konnte hinzugehen. Perché si realizzi il sogno di Dio di una famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli. Noch da soll eine Familie, eine menschliche Familie stehen, die offen ist, vis-à-vis von jedem. Mein Gedanke ging noch an all die afrikanischen Familien, Länder. Das am Sahel, in Nigeria und anderen Plätzen Bedrohung der Fleo vom internationalen Terrorismus abhält. Und dass Lösungen fanden, die die Konflikte auf eine friedliche Weise auf die Seite zu legen. Ritterlichen, konstruktiven Dialog wünschen ich mir. Eine Solidarität, die hilft. Zu viel Krieg, zu viel Violenz, zu viel Gewalt. Signore, che la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Herrgott, den unser Frieden ist, soll uns helfen, die Mentalität vom Krieg zu verwandeln. Specialmente nell'Ucraina orientale e nel Nagorno-Karabakh, di ritornare sani e salvi. Gucken noch an den Osten und die Ukraine zum Beispiel. I governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. Am Platz neu sich abzurüsten, sollen sie friedlich gehen. Die Minen, die Menschen tot machen oder verstümmeln, alles das ist schrecklich. Le insidie di distruzione e di morte. Am Platz sollen sie auf Wehr für Freundschaft und Frieden gehen. Senza questi strumenti di morte. Eine Welt ohne das Instrument vom Tod brauchen wir. Anche quest'anno in diversi luoghi molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni e talvolta senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Auch das Jahr konnten viele Christen Ostern schwierig feiern, mit vielen Einschränkungen oder konnten gar nicht in eine Kirche gehen. Possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente. Wir beten, dass jeder in einer Freiheit kann den Herrgott loben, ehren, anbeten, als eine Religion ausüben. Che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe del Cristo. Lass wir an all dem nie vergessen, dass wir gerettet sind durch die Wunde von Christus. Sono trasfigurate. Dove c'era morte, ora c'è vita. Dove c'era lutto, ora c'è consolazione. Wo du das als Leben, wo Trauer ist, als Trost. Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze e ora preghiamo che gli effetti benefici di questa guarigione si spandano in tutto il mondo. Beten wir, dass die Verwandlung von Kreuz, Leben und ganz Welt erkennt.
Da wird der Segen kommen, wo der Apostel Petrus und Paulus angerufen gehen, Mutter Gottes, der Michael, Johannes den Defer, und wo Jesus Christus gebeten wird, das ewig Leben zu schenken und Sünden zu verzeihen. Concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che ricevono la sua benedizione, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi Eigentlich dann gesagt, dass wir alle Guten, die wir über die modernen Kommunikationsmittel verbunden sind, wirklich diese Segen von Herzen können empfangen, wenn wir als Sinne bereuen, Verbindung mit Propst am Gebet und Eucharistie empfangen, einen vollkommenen Ablass können empfangen, Befreiung von den Strophen von unseren Sinnen, durch die Vermittlung von der Kirche. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Domini. Amen. Precibus et meritis Beate Maria semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, miseratur vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens et emendatione vitae, gratiam et consolatione Sancti Spiritu, et finalim perseverantiam in boni superibus, tribuat vobis omnipotens et misericordiae Domini. Amen. E benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Der Papst François möchte ja nicht mehr so wie der Benedikt auf Finalen de Jean-Paul II, dass er an ganz vielen Sprachen Ostergräß verschickt. Aber was für ihn eigentlich mehr zentral ist, dass seine Botschaft, die in Eisolo unmissverständlich mitgehen wird, und wird auch sicher noch an den nächsten Tagen in den Medien berichtet wird gehen, dass durch die Auferstehung von Christus all die schwierigen Situationen, das Leid, die Ungerechtigkeiten, die Verfolgungen und Diskriminierungen sollen verschwanden und umgewandelt gehen an Leben, Frieden, an Brüderlichkeit. Immer das Thema von der Brüderlichkeit, die auch in seiner letzten Enzyklika Fratelli Tutti für uns und ganz Kirche ein Thema wird sein, für alle Menschen zusammen zu feiern, durch den Frieden, durch die Mitmenschlichkeit. Letzten Endes ist das doch eine wichtige Botschaft, die Jesus Christus uns von Anfang an mit auf den Weg gehen wird und als Mission gehen wird. Und hier wird du bei uns sein, wie ihn versprochen wird, bis zum Ende von der Welt. Und noch in den nächsten Wochen an der Osterzeit können wir die Botschaft durch die Témoignage von den ersten Christen immer vertiefen und an unserem Leben umsetzen und auch verkündigen. Voilà, die Glocke von Rom, die auch bei unserem Land mit das wenig
Lauden sollen die frohe Botschaft von Ostern an ganz Welt rausdrohen. Und noch als Glaube stärken. Nur soll es schließen auch das Sendung auf. Nach einem kleinen Hinweis, dass da auch an Zukunft könnt Doc besonders Mass mit verfolgen. Die gewöhnlich hier um den Uhr als bei Feiertag, wie gerade um 10:30. Ich denke, die wunderbare Fassade von Maderno mit den Statuen von Christus, dem Erlöser und damit einer wichtigen Figuren aus der Heilsgeschichte des Evangelien, Johannes den Täufer, der Aposteln Andreas, Petrus und die Anna. Eigentlich lo e klassischen Obi et Orbi, den wir erlebt haben, außer dass es nicht auf der Benediktionsloggia war. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Papst Jean-Paul II. Ostern 2005 auch die Segen gegeben hat, und nach einer diminuierter Form, sogar ohne Gebet, ohne die Gebetsformel, die wir gerade zum Schluss hören haben, weil nicht mehr konnte schwätzen, war physisch nicht möglich, wo just nach der Segen gehen wird. Und der Papst, den dann den 2. April 2005 Sonntag von der Barmherzigkeit bei der barmherzige Papa und der Ewigkeit ergangen ist. Bis zu dem Sonntag feiert die Kirche eigentlich eine ganze Woche lang Ostern, das Osteroktav, wie wir sie nennen, die da schließt mit dem Sonntag von der göttlichen Barmherzigkeit, Weißen Ostern, Dominika in Albis, wo auch ganz viele Kommunen früher immer gefeiert gesehen, haut vielleicht Männer, wenn es der Pandemie sind sie zum Teil verlöscht, aber wo man auch an all die Kanner wollen denken, die sich darauf vorbereiten. Noch die sich auf die Firmung vorbereiten. Wir hoffen auch, dass wir an der Oktav können dabei sein mit ganz vielen Verdrohungen und dass wir auch so können mit dieser letztwochischen Kirche, mit der Gottes, die uns auch begleitet bei Sevilla, weiter beten für das Pandemie, löserlos gut an den Griff könnt, und für all die Leute, die darin leiden. Für heute lohnt ein große Merci, dass ihr dabei wart, an euch allen ihrer Familien. In gute Gesundheit, auf froh, gesegneten Ostern.